Das Element Feuer führt uns immer weiter nach Norden, bis zur Landesgrenze zwischen Bayern und Thüringen. Dort befindet sich ein Zentrum alter Frankenwaldindustrie. Die Herstellung von Glas hat Tradition im 800-Einwohner-Dorf Klein-Tettau, wo wir einen Global Player treffen. Karl August Heinz schaut schnell mal ins europäische Flakon-Glasmuseum, das direkt auf seinem Werksgelände gelegen ist, auf dem sein Unternehmen Flakons produziert. Was haben Sie denn Spannendes? Grüß Sie, Herr Heinz. Museumsleiter Sandro Welsch hat ein kostbares Exponat ergattert. Ist kein Glasflakon. Der ist aus Bergkristall geschnitten. Ja. Mitte 19. Jahrhundert. Incroyable. Ja. Hier oben das schöne Transluzent Email. Wo kriegt man denn sowas her? Das sind Geheimnisse. Sie als Museumsleiter organisieren die Sachen oder Herr Heinz, wie machen Sie das? Gehen Sie auch auf die Reise? Üblicherweise ist der Herr Welsch der Finder. Und dann fragt er mich, ob ich weiß, wer es finanziert. Heinz Glas stellt gläserne Flakons und Tiegel für die Parfüm- und Kosmetikindustrie in aller Welt her. Die Firma hat 17 Standorte in 12 Ländern, bleibt aber ihrem Stammsitz in Klein-Tettau treu und ist hier mit 1100 Mitarbeitern der größte Arbeitgeber. Karl August Heinz ist die 13. Generation im Familienunternehmen. Und seit Anbeginn kommt es auf eines an: Für die Glasschmelze war und ist noch immer die Hauptherausforderung das Bändigen des Feuers. Wir schmelzen verschiedene Rohstoffe zu der glühend flüssigen Glasmasse. Und das geschieht bei 1500 bis 1600 Grad. Aus der Schmelzwanne wird das Rohglas in sogenannte Federkanäle transportiert. Dort wird das Glas in Tropfen portioniert, nach unten in die Maschine geschickt, in die Vorform. Von der Vorform wird der Vorformling in die Fertig- oder Ausblasform übergeben und da entsteht dann der endgültige Flakon oder auch der kleine Tiegel. Dann kommt die Veredelung. Rund 830 Millionen Glasprodukte stellt Heinz Glas jährlich her. Zur Kundschaft zählen die bekanntesten internationalen Kosmetikhersteller. Und jedes 4. Parfümfläschchen weltweit kommt aus einer Firma, deren Hauptsitz in einem Dorf an der ehemaligen Zonengrenze liegt. Und das ist hier nicht das einzig Überraschende. Eine Sternfrucht. Schon reif? Nee, die ist noch nicht ganz reif. Wenn die grünen Streifen weg sind, dann wird sie richtig zeitig. Melanie Hohner ist Diplom-Ingenieurin für Gartenbau. Sie leitet ein exotisches Projekt. Karl August Heinz kommt zur Besprechung. Es ist die Zeit für einen zweiten. Was haben Südfrüchte mit Glasherstellung zu tun? Und Guave Tonka haben wir auch eine neue Charge bekommen. Das ist ja Ihr Favorit, ne, Herr Heinz? Wir sind hier im Tropenhaus Klein-Eden. Wir haben uns Gedanken gemacht, was machen wir mit der Restabwärme? Keine gescheite Idee gehabt. Dann habe ich die Idee an den Stammtisch gebracht und da kamen dann kreative Ideen hoch. Also man sollte Stammtisch nicht unterschätzen. So entstand das nachhaltige Forschungsprojekt Klein-Eden. Neben der Abwärme der Glasproduktion werden auch Ressourcen wie Wasser und Biomasse in einem geschlossenen Kreislauf mehrfach genutzt. Üppig ist die Vegetation, vielfältig der Anbau. Vom asiatischen Gewürz bis zur Sternfrucht. Wir produzieren aber auch ein bisschen Maracuja, Guaven, Surinam-Kirschen, bisschen Zitrus. Eine Erdbeerguave. Die haben ein wenig einen herberen Geschmack und sind definitiv meine Favoriten. Die reifen Früchte werden nach der Ernte an Privatleute und Restaurants verkauft oder zu Essig und Marmeladen verarbeitet. Den Initiatoren ist wichtig, dass Ökologie auch ökonomisch betrieben werden kann.
Zurück ins Museum zu den edlen Flakons. Denn Sandro Welsch präsentiert gleich etwas Großes. Ja, das sind die sogenannten Großfaktesen. Das kommt von englischen Fake. Früher hat man Schaupackung auch dazu gesagt. Das sind schon Flakons, wie sie im Kleinen auch sind, aber mit einer Flüssigkeit, die kein Parfum ist, sondern gefärbtes Wasser. Sogar Schätze aus der Antike kann man hier bewundern. Das hier sind die ältesten Behältnisse für Duftessenzen und Parfums, die wir kennen. Das ist eine Spitzamphora um 300 vor Christus in etwa aus der Sammlung des ehemaligen Rechtsanwalts des Schahs von Persien. Knapp ein Viertel der 15.000 Exponate stellt eine Münchner Sammlerin zur Verfügung. Träger des Museums ist der Verein der Glasbewahrer am Rennsteig. Ob mondänes oder Mundpflegeklassiker, vieles wurde einst und wird noch heute in Klein-Tettau hergestellt. Uralt Lavendel oder berühmt auch mit der Postkutsche Mousson-Lavendel. Klein-Tettau lag damals im Zentrum Deutschlands, an der Bahnlinie München-Berlin. Und gutes Glas war gefragt. Na ja, klar, Klein-Tettau und Umgebung war ja erst zu Zeiten der deutsch-deutschen Teilung das Ende der Welt. Ja. Meine ostdeutsche Verwandtschaft hat es immer als Anfang der Welt gesehen. Das Dorf lag direkt an der Grenze zur DDR mit Todesstreifen und Minenfeldern. Heute grasen dort die schottischen Hochlandrinder des Glasunternehmers.